In der tiefsten Wüste gestrandet. Geht's weiter mit den Abenteuern von Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Willkommen zurück, Freunde. Wobei gestrandet stimmt so nicht ganz. Ich meine, es sieht zwar alles ein bisschen sehr ja, Sandmeerlastig aus und so und Wüste, ja. Und hier ist nicht das, was wir eigentlich wollten, aber wir haben einen Anhaltspunkt, wo wir jetzt hin müssen. Wieder mal, einen neuen. Also mein Schiffhändler suchen gehen, Mann. Sollen wir ablegen? Ja, ja. Ich glaube, wir haben hier alles gefunden, was wir wollten. Und falls nicht, dann kehre ich halt zurück. Wollen wir wirklich diese riesige Meer absuchen? Mir bleibt nicht viel mehr übrig, als ihr zu vertrauen. Vermutlich hat es das Schiff getan, wenn wir es mit der Kanone treffen, das sichtbar werden. Ja, gut. Kann ich so irgendwie nachvollziehen? Irgendwie, irgendwo? Wobei ich mich ja dann trotzdem frage, wie kann es überhaupt sein, dass das Schiff die ganzen Jahre über eigentlich so überdauert hat? Problemlos. Ist halt einfach raus, dass das Schiff halt jetzt erst durch, ja, durch den Zeitstand halt, den wir an Bord haben, halt erst wieder sichtbar wird. Sag mal. Ja. Suchen wir es halt ab. Also, ich meine, hier kann es nicht sein, das ist klar. Weil erstens ist das Gebiet hier jetzt nicht so groß. Zum anderen hat es hier überall Hindernisse. Also wäre es ein bisschen schwierig. Da vorne ist auch wieder das Zuhause des Captains. Da gehe ich jetzt aber trotzdem mal entlang. Wir gehen mal hier oben. Genau, da ist eine Insel. So. Okay. Gemäß der Aurasuche soll es ja da drüben sein. Aha. Hast du das gesehen? Das war mein Schiff. Und hat uns voll überfahren. Los, verfolgen wir. Sind immer fester Rauch an der Kanone. Ja, wo ist jetzt plötzlich hin? Mann. Hä? Verarschen jetzt? Achso, wir haben vorhin... Aha! Das Hinterteil des Schiffs quasi. Ein Bug. Der Segmann natürlich. Hä? Was ist da hin? Zum Glück haben wir unendlich Schuss. Sag mal. Schiff geht mir auf den Sack, Captain. Also ich will ja nicht unbedingt das Schiff selber rammen, deswegen jetzt hier ein bisschen auf Abstand. Das ist aber auch so gar nicht, wa? Ah! So, geht doch.
Warum aber das Schiff unsichtbar ist, hat er uns irgendwie nicht erzählt, wa? Sandgaleone. Ja, und auch hier gibt's ein ganz geiles Item. So, aber hier ist irgendwie klar, hä, okay, ist alles schon tot. Ist es wirklich die ganzen Jahre über einfach ohne irgendwelche Hilfe von außen, ohne irgendjemanden, der es gesteuert hat, einfach so unsichtbar hier durchgeschwommen? Ernsthaft jetzt? Das will man uns weismachen? Schwierige Vorstellung, wenn die ganz ehrlich sein soll. Das muss ich erstmal sacken lassen. Puh. Natürlich zur Wand geneigt. Denk nach, Link. Denk nach. Denk nach. Okay, genug nachgedacht. Speichern. Ja, speichert er automatisch. Zum Teil. Okay. Da hat jemand abgeschlossen. Vielleicht sogar der Captain selbst. Ja, dann wieder mal viel Sand um nix. Nicht Staub, sondern Sand. Ups, Glibber. Nehmen wir gerne mit. Dankeschön für den Glibber. Könnt hier eine Art... Welche Taste war es schon wieder? Was? X? Ja, X war's. Hä? Ist ja nichts ernsthaft, aber es sind doch so viele. Hä, komm, hier ist doch was. Wollte schon sagen. Und Zeit für ein paar Zeichenkünste. Ja, als ob das heute besser laufen würde. Also, mal gucken. Ich wollte das machen. Hat offenbar geklappt. Das Trifer-Symbol gemalt oder ja, irgendwie auch nicht gemalt, keine Ahnung. Bingo! Und ein paar Feen. Dankeschön! Das ist das Malen des Trifor-Symbol. Oh, hübsches Zeichen. Das ist das Zeichen von Triforce irgendwie Feen erscheinen lässt. Naja, okay. Ach, das Schiff. Ja, ich hab's in Erinnerung. Eigentlich, sag ich jetzt mal, rein von der Idee und Aufmachung her echt ein cooler Tempel, aber es war nicht wirklich mein Lieblingstempel. Was aber auch irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, im ewigen Hin und Her lag und an den Gegnern und so. Aber sonst die Idee selber, die war geil. Was heißt war, ist immer noch. Okay, da komme ich nicht durch, da ist zu weit. Doch dahin? Nee. Wir können sich mit Bomben aus dem Weg räumen. Ups, Entschuldigung. Ah. Ich müsste, glaube ich, wirklich bei solchen Spielen wie Skyward Sword müsste ich eigentlich im Stehen zocken, wenn jetzt ständig irgendwie auf den Tisch kommen oder so. Okay, reicht noch. Schwein gehabt. Hier ist alles zu. Verschwindung gibt Ruhe. Ja, der habe ich auch noch im Gedächtnis. Aua! Ja, ganz kurz hier. Neu justieren das Schwert. So. Stimmt's wieder? Ah, einigermaßen.
Ist seltsam, es gibt irgendwie teilweise Sessions, wo ich denke, mit dem Schwert ist gar kein Problem, funktioniert alles prima. Und dann wiederum Sessions, wo ich denke, hallo, wo zeigt das Schwert jetzt plötzlich hin? So. Du. Boah. Warum nicht? Weil ich bin ein Kammerjäger. Ah. Boah, eben. Die machen eh keinen Schaden, also insofern. Das ist nicht instant. Jetzt haben sie zu früh hier. Hätte ich erst mal einen anderen Weg umgehen sollen. Also, ich meine, ist klar, dass wir irgendwie hier die Zeit wieder aktivieren müssen. Sprich, wir brauchen eine Art Zeitstein, Zeitkugel, whatever. Sieh nur, Gebieter. Ah, der Masterkey-Raum. Dieses große Tor ist fest verriegelt. Ich schätze, dass sich hinter ihm etwas Wichtiges verbirgt. Ist anzunehmen. Hä? Ah, da. Unser Klaue. Dankeschön. Immer die Schätze alle mitnehmen. Und schon 13. Sehr gut. Es fühlt sich. Nur normale Schmuckschellen sind irgendwie ausgegangen. Wie konnte das bloß passieren? So, also irgendwo hier soll Nairus Flamme sein, wa? Oder irgendwie so. Wir können sich auch fragen, den Sand, den ich hier wegblase, oder Staub, je nachdem. Wo geht der hin? Weil ich löse ihn eigentlich nicht auf. Eigentlich blase ich ihn ja nur weg. Andererseits ist es natürlich ein magischer Krug. Magie lässt es verschwinden. So. Von unten war. Gemäß dem Symbol hier. Hier hat es noch ein paar solche Typen. Warum auch nicht? So, aber es geht in erster Linie hier um die Räder. Ich kann sagen Räder. Die Steuerräder vor allem. Wir haben jetzt hier insgesamt 4 abgebildet auf dem Boden. Dort sind aber nur 2. Jetzt ist halt die Frage, was soll das Ganze? Das ist eine bestimmte Reihenfolge. Wir haben hier unten. Hier haben wir rechts, also jetzt vom roten aus gesehen. Hier haben wir oben. Hier haben wir auch wieder unten. Also irgendwie einmal unten, einmal rechts, einmal oben. Das ist halt ein bisschen die Frage, welche Reihenfolge genau soll es sein? Oder einfach immer draufschlagen? Nee. Man könnte natürlich theoretisch wilde Kombinationen ausprobieren. Doch schon immer so, dass der rote oben ist, okay. Also einmal rechts, zweimal unten, einmal oben. Warte mal. Da mache ich jetzt mal
Irgendwie noch eine Art Zeichen oder so, damit ich irgendwie sehe, welche rein... Warte mal. Oh, bin ich doof. Ja, ich habe damals schon einen Fehler gemacht. Mann, man sieht doch hier, wie viele von den Dingen hier rot markiert sind. Mann, da ist 2, da sind 3, da ist 4. Natürlich dementsprechend ist der da vorne, sag mal, Link. Hat er nur einen roten. Genau. Also, heißt unten, oben, unten rechts. Unten, oben, unten rechts. So. So geht das, Freunde. Ja, sonst wäre es halt ein bisschen ausprobieren. Aber ja, bei 4 verschiedenen Möglichkeiten, ja, da hätte ein bisschen gedauert. Aber es gab doch mal irgendwie so eine Formel, die man irgendwie dazu nutzen konnte. In etwas n mal so und so oder hoch mal und dann kriegst du die Anzahl Versuche, die du dafür brauchst. Ich habe eh im Kopf 27 wäre es bei 4 gewesen, aber nee, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Oder? Warte mal so ungefähr. Oben, unten, unten, rechts. Oben, unten, rechts, unten. Unten, oben, unten, rechts. Oben, unten. Unten, oben, rechts, unten. Rechts, oben, unten, unten. Rechts, unten, oben, unten. Ja, ein paar wären's. 27 glaube ich nicht. Ich weiß auch unten, weil es zweimal das gleiche ist, also sowieso wiederholen würde. Also insofern. Aber egal. Kann uns egal sein, Freunde, wir haben eigentlich einen Schlüssel bekommen. Das heißt, wir können ja jetzt eigentlich zur Kapitänskajüte gehen. Also nimmst zumindest am Land, dass es das war. Besser gesagt, die Kabine des Captains war. Also muss, alles andere wäre jetzt ein bisschen creepy. Hier schimmert Licht herein. Ja, ja, aber es gibt leider keinen Spiegelschild. Ich wollte gerade loslaufen. Ich wollte eben wieder loslaufen. So. Ja, eben ganz knapp schaffen wir es, ja. So, warte mal. Jetzt bin ich auf dem Stockwerk wieder und hier war es, also auf der anderen Seite noch was gab. Da war doch irgendwie ein riesen Sandhaufen, ich war mir nicht sicher. Soll ich erst da entlang gehen? Hier ist, glaube ich, sowieso nichts. Oh, das waren Rubine? Ne, okay, da war gar nichts. Hätte sein können, dass hier noch eine Tür war oder so, die ich von drüben nicht gesehen habe. Egal, also bis jetzt alles picobello, alles correcto, mundo. Der ist auch wieder da. Das wird angebuddelt gehabt, ja, soll er. Habe ich nichts gegen. Und wir öffnen das Ding hier. Oh, nicht gut. Ich glaube, den Kampf hatte ich ziemlich übel in Erinnerung. Wobei, wieso eigentlich? Ah, ich erinnere mich wieder, genau. Ja, von der Planke schicken und mit der Zeit will er halt auch, wird auch ein bisschen aggressiver und agiler. Mit einem göttlichen Schild ist er selber repariert. Ah, Mann! Kann ich nicht mehr raus.
Ganze nochmal. Sag mal, jetzt reißt es mir aber langsam hier mit der Steuerung. Heute habe ich echt Probleme mit dem Konter. Ernsthaft, Rundumschlag jetzt? Okay. Die ganze Zeit, wenn es weitergeht, muss ich mal noch aufstehen. Aber interessanter Zwischenboss. Fight! Da muss ich erst warten, bis der Schild da IO ist. Oh, so geht's ja auch, krass. Tschüss. Mein armer Schild, der muss leiden. Gebieter, du warst echt schlecht. Dieser Maschinenmensch. Ja. Es besteht eine Chance von 99%, dass sich hier bei einem Piraten handelte, von dem der Kapitän besprach. Deine Wut und Bosheit haben sich erst noch gut über die Jahre gehalten. Das stimmt, wenn man bedenkt, dass alle anderen irgendwie, ja, eingestaubt, zum Teil zerfallen und einfach antiquiert sind, wie auch immer. Unser armer Schild, ey. Das war übel. Aber am Schluss war cool. Ich wusste gar nicht, dass man nachher einfach ausweichen kann und der steckt dann im Boden fest. Seht ihr, das über nach 10 Jahren wieder was Neues dazugelernt. Krass. Der Holzbogen. Ja. Wird auch extra so betont, weil den kann man upgraden. Gebieter hat es einen neuen Item, den Bogen zu sagen. Ein legendäres Item in der Geschichte von The Legend of Zelda. Mit ihm kannst du weit entfernte Ziele treffen und großen Schaden anrichten. Drücke ZR, um ihn zu ihren. Im Prinzip ist es wie der Schleuder, nur ein bisschen geiler, weil er weitergeht. Ja, die Länge ist halt alles, aber das weißt du ja. Das Länge alles ist, weiß ich, ja. Mechanismen, Mann, guck dich um. Allerdings glaube ich nicht, dass du ihn von hier aus treffen kannst. So gut bist du noch nicht, du bist ja kein Legolas. Ich rate dir zurück an Deck zu gehen. Mann, ey, die Alte quatscht und quatscht. So. Zum Glück haben wir den göttlichen Schild, repariert sich gerade wieder. Und Freunde, ich würde sagen, wir müssen uns auch ein bisschen reparieren, beziehungsweise erst ein bisschen erholen. Puh. Interessanter Mini-Boss-Fight. Vor allem, dass er nur, in Anführungszeichen, nur ein Mini-Boss ist. Aber ja, trotzdem kann man sagen, cooler. Dann lege ich mich mal hin. Link hat es verdient. Ich hoffe, nächste Folge wird ein bisschen besser wieder mit dem Konter. Oder kein Plan, was eigentlich los ist mit der Steuerung. Und ich würde sagen, nächsten Part geht's locker flockig hier weiter. Ja, Link ist jetzt schon müde. Kann ich durchaus verstehen, Kumpel, geht mir genauso. Aber ja, wir müssen weitermachen. Und das kenne ich auch. So quasi das Aufschrecken aus dem Sekundenschlaf oder so, etwas so Nerviges, Ekliges. Mann. Freunde, Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword. Im Sitzen. Bye.